Leute, ich hab's gefunden. Schaut euch dieses Riesenpaket an. Wahnsinn, Wahnsinn. Soll ich jetzt sagen, was drin ist? Puh, ganz außer Atem. Nee, sage ich nicht, was da drin ist. Achso, nee, das könnt ihr lesen. Titel, Video, Unboxing. Da ist drin. Machen wir gleich zusammen auf. Ich freue mich. Machen wir das gleich mal auf. Vorsicht. Ja. Eins. Andere Seite. Jo. Deckel auf. Deckel auf. Ja, das Päckchen ist schon riesengroß. Anti-Gravity. Wie geil ist das? Ein Landepad. Die haben einfach ein Landepad mitgeschickt. Wie cool ist denn das? Ja, ist das Hammer. Wow. Anti-Gravity A1 Infinity Bundle Pack Infini. 8K, 360 Grad. So, dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lang rum. Machen wir das Paket auf, weil ich kann es nicht abwarten. Ich freue mich so. Also, Landepad. Sollen wir ins Landepad kurz reinschauen? Naja, wir jetzt wissen, wie ein Landepad ausschaut, aber wir schauen trotzdem mal rein. Machen wir hier kurz. Was ist denn das für Material? Hört ihr das? Das ist stabil. In Rot und hier haben wir es in meinen Kanalfarben. Blau-Weiß. Bayerisches Landepad. Richtig cool. Aber schaut mal, das kann man. Das passt in jeden Rucksack rein. Und jetzt kommt das, auf was ihr wahrscheinlich gewartet habt. Und ich auch. Packen wir mal hier. 249 Gramm. Aber es wiegt schon ganz schön. Ich ziehe es einfach mal raus, oder? Jetzt passt auf. So, machen wir es so. Da ist einfach mal eine Tasche drin. Soll ich euch was erzählen? Wie ich mir die Mavic 3 gekauft habe. Von DJI, die war auch sehr teuer. War nicht einmal eine Tasche dabei. Ich habe die Drohne einfach nur im Karton drin bekommen. Und hier ist einfach mal eine komplette Tasche mit dabei. Also ganz ehrlich, für DJI müsstest du die Tasche extra bezahlen. Cool. Eine Anleitung. Anleitung ist für Männer mal gar nichts. Aber ich glaube, in dem Fall sollte ich die Anleitung lesen. Auf. Wie ihr gehört habt, mit Klettverschluss. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Wahrscheinlich haue ich jetzt hier die ganze Zeit. Da ist auch alles voll mit Kabel. Schaut's. Gott, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Wahrscheinlich haue ich die ganze Zeit den Deckel hier auf mein Mikro. Und da sind die ganzen Aufnahmen. So, ziehen wir mal hier. Okay, da haben wir eine Plastiktasche. Mal auf. Nummer 1 raus. Nummer 1 haben wir jetzt hier ein. Ich weiß nicht, warum das immer da an den Sachen riechen muss. Hier haben wir. Da ist er. Der Controller. Wow. Anti-Gravity. 1000 Knöpfe. Schaut total wichtig aus. Ich weiß noch nicht, wie das wie funktioniert. Soll aber recht intuitiv sein. Also man soll damit gleich als Anfänger, und ich bin Anfänger, was so solche FPV-Drohnen angeht, fliegen können. Bin gespannt. Controller. Legen wir gleich auf die Seite. Ach ja, das ist ja das Infinity Bundle. Sprich, das sind mehrere Akkus mit dabei. Ich finde die cool.
Ich glaube, die Akkus laufen so 30 Minuten. Und das ist natürlich. Oh. Gott. 1. Schaumstoff. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie wieder zusammen. 2. Und da stecken tatsächlich noch 2 Akkus drin. Die Ladestation habe ich schon rausbekommen, weil ich habe mich ein bisschen informiert. Die ist total tricky. Wie gesagt, für so Techniksachen würde ich euch ganz viele andere Kanäle empfehlen, unter anderem den Drohnengraf von Jörg. Der testet die bis aufs kleinste Detail. Wie das genau funktioniert, weil ich glaube nämlich, da kann man den anderen Akku hinten mit reintun. Und dann ist es total platzsparend, aber es schaut schon mal richtig cool aus. Mit einem Display vorne drauf. Also, sollen wir schauen, ob man einen Akku rausziehen kann? Ich teste mal. Ah. Okay. Klack. Gefällt mir schon wieder. Ja, also haben wir hier auch 3 Akkus. Aber das schauen wir noch. Das könnte das Akku von der Brille sein. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir einfach mal weiter. Oh, ich weiß, was das ist. Die Brille. Ist das cool. Sollen wir die auch auspacken? Ja komm, die packen wir natürlich auch aus. Das ist ja Unboxing und keine Ahnung, von außen anschauen. Mit Schaumstoff. Also da ist echt alles gesichert. Das Paket ist auch komplett ohne eine Delle angekommen. Da habe ich ja ganz andere Pakete gesehen. Schutz. 1000 Knöpfe. Schaut's hin. Ich hoffe, bei mir klappt es. Muss ich ausprobieren. Und ja, das ist kein Billigklump. Das ist einfach kein Billigklump. Es gibt nicht nur DJI, wirklich, ganz ehrlich, Leute. Mittlerweile gibt es andere Drohnenfirmen und da ist Anti-Gravity. Wirklich Hammer, die haben mich schon überzeugt, wie ich das beim Drohnengraf gesehen habe. Ich glaube, die Tasche ist leer, da muss die Drohne drin sein. Hier von der Größe, da soll das Monstrum drin stecken. Das kleine 360 Grad Biest. So, damit ihr sehen könnt. Wie gesagt, für mich ist das auch komplett neu. Okay. Ihr habt da eine Tasche und die ist richtig gut. Die ist wirklich gut gepolstert. Fasst sich super an mit Klettverschlüsse. 1000 Fächer, Trageriemen, da unten sind nur 2 Fächer, die Tasche ist ja schon richtig geil. Und in der Tasche ist da noch eine extra Box. Also, wie cool ist das bitte? Da haben wir so einen Schnappverschluss. Ah ja, den ziehen wir nach unten und dann... Ui, ich bin so gespannt. Dran riechen. Mai, ist die süß. Schaut's mal. Ja, die ist ja süß. Die ist ja voll putzig. Also wenn man große Drohnen gewöhnt ist. Ich bin erst vor ein paar Tagen die Mavic 3 wieder geflogen und dann haben wir so was Kleines in der Hand. Total süß. Packen wir die mal aus. Jetzt ein bisschen was seht's. Okay. Oh, ich habe so viel Angst, dass ich was kaputt mache. Sammelt die eigentlich jemand von euch? Ich habe gehört, die soll man sich sammeln. Die soll man sammeln, wenn mal irgendwie was feucht wird, kann man die reinwerfen. Ich weiß es nicht mehr genau. Könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die sammelt. Für mich ist sowas immer wichtig, gerade bei Drohnen, wenn ich draußen bin, dass das wirklich auch stabil ist und auch mal vielleicht runterfallen kann und nicht gleich
das kaputt ist. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, die muss noch wachsen. Die muss noch wachsen, schaut's mal. Okay. Okay. Hinten steckt ein Akku drin, also haben wir tatsächlich 3 Akkus. Und der Akku ist für die Brille. Das ist ja klasse. Aber ich muss das erstmal alles irgendwie aufbauen. Da sind überall natürlich die Aufkleber drauf, weil das alles gesichert ist. Schaut her, wenn ich den Akku zum Beispiel rausziehe, ist der natürlich gesichert. Das wird ein bisschen in Anspruch nehmen, die Zeit, bis ich wirklich losfliegen kann. Am liebsten würde ich jetzt sofort starten, aber das geht einfach nicht. Also ganz schnell, ohne Vorbereitung. Und hier habt ihr jetzt die 2, eigentlich hier und hier, die 360-Grad-Kameras. Und ich habe jetzt bei der Anti-Gravity auf die Seite geschaut, da gibt es auch Ersatzlinsen und Ersatzpropeller und alles mögliche an Ersatzsachen. Und was mir aufgefallen ist, die sind gar nicht teuer. Die sind gar nicht teuer. Ich kann sie ja mal kurz einblenden, was der Ersatzding kostet. Hier, hier. Gesehen? Also, jetzt klappen wir die mal auf. Ah ja, anders wie bei der Mini 2 oder bei der Mavic 3, da klappt man ein Bein nach oben und das andere nach unten. Nee, bei der Anti-Gravity kann man alles schön so aufklappen. Und was mich jetzt interessiert, bei meiner Mavic und auch bei der Mini, könnt ihr euch vielleicht mal zeigen. Nun brauchst du immer so eine bestimmte Reihenfolge, weil sonst klemmen sich die Beine gegenseitig ein. Du musst immer erst vorn und die hinten dann. Und jetzt möchte ich mal schauen, ob man die... Naja, schaut her, die kann man öffnen, wie man will. Da braucht man keinen Tanzkurs absolvieren. Die kann man öffnen, wie man will. Das ist ja super. Da unten haben wir natürlich die ganzen Abstandssensoren, aber wie gesagt, für die ganzen Techniksachen, ich will die ausprobieren. Ich bin der Macher, nicht der Nerd, aber ich glaube, das wird richtig cool. Die ganzen Abdeckungen runter und jetzt schaut es mal von der Größe her. Eine Handvoll Drohne. Wer noch nicht genau weiß, was das für Drohne ist, den verlinke ich den Livestream, weil der liebe Dronegrapher, der Jörg, war bei mir im Livestream zu Gast. Und da haben wir gesprochen und da hat der Jörg auch so grundsätzlich erklärt, was die Anti-Gravity A1 Drohne ist. Also, wer mich jetzt die nächsten Wochen mitverfolgen will, Like, Abo und so weiter, schaut euch vielleicht vorher den Livestream an, dann wisst ihr auch, was das Besondere bei der Drohne ist. Das ist die erste 360-Grad-Drohne der Welt. Ja, der Welt. DJI war da nicht so schnell. Und Kamera von Insta. Und ich bin total gespannt. Und jetzt werde ich die Akkus laden. Halt, wir haben noch was vergessen. Ich schaue mal ganz ungern immer so Tech-Videos an, weil ich immer wissen will, wie das Ding draußen in der Praxis ausschaut. Und das Ziel davon ist, A, wie leicht ist es zum Fliegen für einen Anfänger, da werde ich einen Test machen. B, was kann man eigentlich damit alles machen? Das ist auch vor allem das Cinematische wichtig, aber auch FPV. Dann werde ich die Drohne öfters mitnehmen an Fotospots für B-Rolls. Ich werde das dann immer, wenn die Anti-Gravity vorkommt, werde ich das am Anfang immer so einblenden mit so einem Logo, Anti-Gravity. Dann wisst ihr genau, da ist die Anti-Gravity wieder im Einsatz. Ich glaube, das ist eine recht gute Idee. Dann möchte ich doch ein kleines Tutorial machen und euch so einen Drohnenflug mal erklären, wie ich den aufbaue. An einem Spot auch, da nehmen wir irgendeine Kirche zum Beispiel und dann zeige ich euch das, warum dass ich so fliege. Und dann in der Post-Production, im Reframing, schauen wir uns das dann genau an, wie das funktioniert. Also genau, man kann ja so tief einsteigen, gerade in der Drohne, das ist unglaublich. Und ja, hat mich gefreut und ich hoffe, ihr begleitet mich. Ich glaube, der Sommer, der wird richtig geil. Ich freue mich. Das ist einfach, also dass ich die testen darf, ist das Highlight des Jahres für mich. Und das Ganze ein paar Tage vor meinem Geburtstag. Wie geil ist das? Also vielen Dank. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt oder Ideen, was man machen kann, ab in die Kommentare. Und ich bin jetzt gerade im Moment total überfordert, aber voll motiviert und freue mich. Also
Und die hat da unten so Landebeinchen. Die klappen aus. Süß. Also danke, ciao, servus und Hamdere.